Frage Nummer 211 vom Herrn Fernand Carthays und dem Staatsminister über die Kommemoration vom Tod von Henri Sat. Herr Carthays hat die gute Frage. Merci, Herr Präsident. Ja, ich wollte dem Herrn Staatsminister eine aktuelle Frage aus dem Mittelalter stellen, nämlich über den Grof Henri VII, der ja, ich meine, als erster Lützeburger Kaiser vom Herrlichen Römischen Reich gewählt wurde, 1279 geboren zu Valenciennes, 1308 zum Kaiser gewählt gehen, und als an Italien gegangen für Feldzug zu machen, was den 29. Juni 1312 auch gekränkt gehen, und dann ist er leider gestorben, den 24. August 1313 zu Bonn, Convento bei Siena, also logisch für rund 700 Jahre. Und dafür die Frage, die wir uns gestaltet haben, weil das für eine wichtige Persönlichkeit an der Geschichte von unserem Land, wie will die Regierung diesem Anniversär gedenken? Bis jetzt haben wir just hören, Herr Staatsminister, dass ein Tempo soll rauskommen, das ist nicht besonders viel. Wir können an eine Ausstellung denken, wie sie beim Sigismund war, und eine Monographie von internationaler Bedeutung und wissenschaftliche Kolloquien und eine Zeremonie auf seinem Grab, alles das, was es schon bei anderen großen Lützburger aus der Vergangenheit ging. Und ich froh und ihr, Herr Staatsminister, was machen wir, was will die Regierung machen, für den Henri VII. An einer adäquaten und würdigen Form zu gedenken. Vielmals merci. Merci dem Herr Carthays. Antwort der Staatsminister. Herr Präsident, eine Aktualitätsstunde die bleibt nie ohne Überraschung. Denn Herr Carthays replongiert uns an dem Mittelalter, wird eine nicht unwichtige Zeit war an der Geschichte vom Kontinent, an der Geschichte von unserem Land. Effektiv, als den Henri VII. Den 24. August 1313 zu Buen Convento, das leidt, wie ihr wisst, am Süden von Siena, wieder gesagt wird, leider versteht. Das kennt doch den größten vier, Herr Carthays. Ich weiß nicht, wie viel Jahre, mit das fallen wir nach raus. Und als dann auf Pisa überfordert geworden an der Kathedrale von der selbsten Stadt begraben, als eine Nationalzeremonie auf seinem Grab fällt nicht statt. Weil ich invitiere wieder die Chambre nach der Regierung, nach mich selber, ob in zweiten Italien, in zweiten Lützeburg Italien reist für die von Henri VII. Für auf seinem Grab stehen, Reverenz zu erweisen. Die Leich, die aufgebaute Leich von Henri VII. Wird auf einem Kammer von der Lützeburger Post, den an Zirkulation als reproduziert, und weist neben seinem abgebotenen Körper den gut bekannten Thomas von Simmern, den Mutter Therese war, plus 2 Frauen, die gekrascht, wie das üblich war, in der Zeit, an den Timbre, die kennt an der Zirkulation, den Timbre von 1,10 Euro. Lützeburger Universität, über ihren Zentrum für mittelalterliche Dokumentation an Studien, hat auch gestern den Kolloq mit brillanten Lützeburger und anderen Historiker, notamment über die Italienreise vom Henri VII. Aufgehalten. Die Lützeburger Regierung hat darüber hinaus nicht viel weiter Kommemorationsfeiern zu organisieren. Für die, die in der Geschichte, was ich verstehen, interessiert haben, will ich die Aufmerksamkeit zeigen, ob ein Buch wird am Jahr 2008 an einem Träger Verlag herauskommt, der Weg zur Kaiserkrone, das die Italienreise von Henri VII. Umstrittene Voyage, weil nicht verschiedene an Europa mit dem gleichen Enthusiasmus begleitet. Letzte Historiker geschafft, Michel Marc, Michel Pauli und anderen. Das Buch hat 60 Euro gekostet, das Entretemps für 19,80 Euro an dem Verlag, am Clio Media Verlag zu Träger zu bezahlen. Das für die, die der froh aktuell Aufmerksamkeit entgegenbringen. Merci dem Herrn Staatsminister. Ich gebe da proposieren, aber die Frau von Madame Brasse gibt zwischen die